Hilfe für Otschen ist dringend notwendig hier bei Pikmin 4, den Otschen Schwanzspitze. Naja, er hat schon ein bisschen Pikmin-Fieber, wa? Und das unbedingt so, wie man sein sollte. Was, und wenn man nicht umsonst die Rettungscrew. Wir finden einen Weg, alle zu retten und sie nach Hause zu bringen. Ja. Obwohl sie bisher nicht, oder er nicht so viel getan hat, er ist vor allem groß im Quatschen. Alles andere, naja. Also, der blühende Park, Heldenversteck machen wir später mal noch fertig. Da fehlt bloß jeweils noch eine Höhle, die halt mitunter relativ großer sein könnte. Naja, wie dem auch sei. Wir gehen zum Garten der Giganten. Der Name kommt mir bekannt vor. Hat das nicht auch schon bei Pikmin 3? So, die Frage ist, ob wir hier natürlich auch noch eine Zwiebel für eine weitere Pikmin-Art finden. Ne? Wir haben mittlerweile Zwiebeln für 4 Pikmin-Arten von 8 von dem her. Ja, also natürlich die rote, blaue, gelbe, mittlerweile auch die hellblaue für die Eis-Pikmin. Uns fehlt noch eine Zwiebel jeweils für die Fels-Pikmin, für die Flügel-Pikmin. Dann haben wir noch natürlich die weißen und die lila Pikmin. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Tschududu. Oh. Das ist nicht euer fucking Ernst. Da ist das wirklich. Und warum ist was bei ihm? Kennen Sie diese Person? Auf der Liste mit gestrandet steht er nicht. Doch, an erster Stelle, es ist Louis. Das ist Louis, ein Kollege von mir bei Hokotate Fry und ein richtiger Plagegeist. Und mal, wo Pikmin 2, Aura, vor allem Pikmin 3, da ging immer so auf den Sack, hey. Ob er diese gestandene Person retten will. Oh, das ist doch nicht etwa. Seht doch diese runden Ohren an. Diese Person stammt von Kopai. Moment mal, sie sind weg. Ui, ich frage mich, warum was bei ihm folgt. Vielleicht hat Ihr Arbeitgeber ihn geschickt, nach ihn zu suchen, Captain Olimar. Möglicherweise. Obwohl mir da nicht als erstes Louis ins Sinn gekommen wäre. Ja, keinem von uns. Keiner, der Louis kennt, der da irgendwie darauf sich festgelegt. Moment mal ganz kurz, Leute, muss ganz kurz was machen. Moment, dauert keine 5 Sekunden. Okay, gut, keine 10 Sekunden. So. Wir sollen diesem Louis folgen. Glück hat Otschen bereits die Werte von Moss aufgenommen. Warum hilft uns eigentlich Olimar nicht? Er ist doch eigentlich der Spezialist für Pikmins und so. Naja. Was ist mir empfohlen? Rote, blaue Fels. Fels verstehe ich sogar. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier mal ihre Zwiebel noch bekommen. Oder? Eventuell jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Erstmal ein bisschen erforschen. Okay. 10 von denen, das ist nicht weiter wild. Hier noch etwas im Wasser. Was ist denn das? Ah, da eine Qualle. Gar nicht richtig gesehen. Wir lösen auf eurem Scherz.
Haben wir noch 10 Stück, hä? Mhm. So, wären wir hier hinten schon mal durch. Da ist eine Abkürzung von oben her. Das ist eine Zitrone, alles klar. Das schon mal nicht weitergeht. Gucken wir mal hier. Da haben wir schon mal wieder so ein fettes Viech. Jetzt haben wir so viele Pick-Pick-Karotten, ne? Dieser Folger. Kann man immer versuchen. Wow! So, jetzt reicht's mir. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir aufräumen hier, hä? Das Ding ist klar, da muss ich erstmal wieder ein bisschen entzünden. Die Frage ist, wie auch immer wir das machen wollen. Sollen die Roten das mal machen? Gut, die Monster behalten wir noch für die, ja, genau. Nein! Okay, da braucht er eigentlich die Flügel-Pikmin. Wobei, wiederholen, ne? In dem Falle. Okay, da haben wir das Ding. Können wir das hier wegbrennen? Haben wir das schon mal gemacht. Da kommen wir dann so hoch, das ist die nächste Brücke zu machen. Ich schätze, da ist klar, ist noch ein Viech, okay, dann sogar ein brennendes Viech, okay. Wir können hier überall relativ viele Abkürzungen schaffen, wie es aussieht. Aber ja, ist natürlich auch klar, wieso das Garten der Giganten heißt. Suche nach einer Zwiebel. Ja gut, das ist eine Knollenzwiebel, die meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber dankeschön, Spiel. Wie groß ist denn das Gebiet? Heilige Scheiße. Da! Die Fels-Pikmin! Da haben wir sie! Alter, ist die weit weg. Junge, Junge. Für die Fels-Pikmin also. Wir brauchen so 30 Pikmin, aber das ist nur zum Transportieren. Das ist ja nicht das Problem. Wo hätte ich denn hier am nächsten irgendwo ein weiteres Lager, wo ich abschließen, ja, machen könnte? Ich muss quasi hier überall ein bisschen durch. Nochmal ein Dandori. Ah, die Markierung ist hier, wir sind hier oben. Ach du Scheiße. Ja, von hier aus kamen wir, beziehungsweise hier haben wir schon alles gemacht. Weil hier noch ein bisschen was wegbrennen könnte, ja, angeblich. Normalerweise machst du sowas eigentlich mit dem Flügelpigmin, aber okay.
Sehr schön. So, wieder mitkommen. Perfekt. Oh, da lebt noch einer. Du. Von der anderen Seite her hin, das ist nicht das Problem. Also ein großer. Weiß gar nicht, wie kommt der? Ah ne, das war so ein, wo ich die Augen drauf musste. Okay. Ja, dann machen wir das später. Warte mal, ich kann doch... Moment. Hat schon doch die Kraft von 100 Pikmin. Ja, eben. Danke, Ojin. So. Solange da hinten durchgeht, ist alles cool. Da habe ich alles freigeräumt. Okidoki. Hier ist da etwas zum Entzünden. Das kriegen wir hin irgendwie. Und hier auch. Also ich muss eigentlich mit einem von diesem Feuer entflammten Pikmin da schnell durchgehen. Alles klar. Ganz ruhig vorne, bloß und übertreiben. Wir haben alle Zeit der Welt. Also natürlich bis ein paar vorbei ist, aber trotzdem. So, dann hätten wir das und das auch. Dann kommen wir so durch. Dazu noch ein paar von den Kristallen. Okidoki. Da will ich rüber. Genau dort wäre natürlich... Oh, ist das scheiße. Das sind doch Ernst, oder? Doch, genau hier wäre ich. Oh, nee. Okay. Genau da würde dann nachher auf die Felszwiebel-Ding treffen. Wenn ich hier durchgehe und das Ding noch platt machen, da ist klar. Von hier aus kommt man aber auch nicht richtig hin. Aber ich kann hier ein paar Gegner plätten. Da wieder was entzünden. Da kann man so und kann noch ein paar Abzeigungen schaffen. Ne? Das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Oder direkt von hier rüber, weil hier habe ich schon alles gemacht. Wie hier die Abkürzung. Ja, wird gehen. Gut. Also noch ein kleiner. Hä? Ich kann ihn mehr werfen. Okay, ich weiß auch nicht. Irgendwie zum Teil ein bisschen buggy. Ich habe keinen Plan, warum. So, das Ding brennt noch. Das ist natürlich sehr erfreulich.
Also da nimmst du auf 9. Ja gut. Geht natürlich auch so. So, dann mal eine neue Brücke bauen. Sieht bis anhin soweit aber alles gut aus hier. Ja, da wäre noch ein Rückweg. Okay. Alle hopp. Alle mitkommen. Jo. Du. Ah, Mist. Hätte noch reichen können. Also, wir haben da noch ein Ding, was wir platt machen müssen. Das machen wir natürlich hier. Ja, genau deswegen. Also liegen lassen wollen. Das werden wir alles später mal ganz in Ruhe einsammeln. Erstmal müssen wir hier ein paar andere Vierer platt machen, zum Beispiel den dort. Alles cool. Haben wir alles gemacht. So, das hätten wir auch. Das Ding also noch dann wegbrutzeln, das schaffen wir auch noch. Ja komm, wisst ihr was? Ich habe so viele von denen. Jetzt sind wir gerade ein paar viele draufgegangen. Das war so nicht geplant. Da, tut mir leid, Freunde. Das wird vielleicht noch aufgehen. Der ist natürlich jetzt unangenehm. Ja, Felserbrechen nicht mehr viele. Scheiße. Also nicht ganz so, wie ich es wollte. Und Viecher, wie gesagt, die werden später alle mal einsammeln. Okay, ist die Brücke auf die andere Seite. Das ist soweit auch in Ordnung. Den können wir dann vielleicht am nächsten Tag noch machen. Ich würde auch gerne hier oben noch einen anderen Vorschlag machen und vor allem gucken, dass ich dort hinten diesen Mechanismus noch ausschalten kann. Wir können nur so viele Pikmin verlieren, das liegt daran, weil ich gerade scheiße spiele. So.
Gut, wisst ihr was? Wir haben ein paar verloren von euch. Nimm doch hier mal die mit. Dü, dü, dü. Beeilung. Sprinkler ausgeschaltet. Sehr gut. Das gefällt mir. Angekommen. Dankeschön. Hab ich alle? Jo. Moment. Jetzt geht's auch ein bisschen um Speed. Also ein bisschen schnell unterwegs bin. Du. Naturbomber. Okay, ja gut, kann man natürlich auch so bezeichnen. Alle wieder zurückschicken und dann war es zumindest, was den Punkt Erkunden betrifft, der Tag doch erfolgreich. Natürlich Verluste betrifft, da war alles andere als erfolgreich. Aber hey, man kann nicht alles haben. Immerhin haben wir den Garten Giganten mal ein bisschen kennengelernt, erforschen. Ich glaube, generell kriegst du den in 2, 3, was sagen maximal 4 Tagen kriegst du den, glaube ich, durch. Also mal rein Oberfläche, noch nicht Untergründe und so. Wo sind die Gestrandeten? Wo ist Louis? Wo sind alle? Ich habe keine Ahnung. Man weiß auch nicht, was Louis hier wieder treibt. Der ist irgendwie... Ja... Man glaubt zwar irgendwie von... Eigentlich aus Pikmin 2, da glaubst du eigentlich von wegen... Ja, Pikmin sage ich schon. Louis ist auch ein bisschen vertrottelt, aber ganz ehrlich, manchmal kommt Louis mir schon ein bisschen wie... Ja, wie so ein Antagonist vor. Irgendwie so ein schräger Bruder, der einfach das Gefühl hat, er wäre immer wieder benachteiligt worden, dann müssen die immer alles schlecht machen und so. Bla bla bla. Oh, Fortschritt 2%. Gut, wir haben natürlich vieles nicht mitgenommen, das stimmt. Ich habe 13 rote Pigmente verloren, 9 blaue. 2 Felspigmente, okay, das geht noch von den Felsen her. Ich weiß noch, Colin. Ich bezweifle ja, dass eine Schilderung meines Alltags der Rettungsstufe Nutzen sein könnte. Da muss ich widersprechen. Wir könnten sicher viel davon lernen. Informationen wie dieser Leichen. Unsere Arbeit hier sehr. Na gut, wenn es etwas hilft. Also, die termingerichtete Lieferung hat oberste Priorität. Verspätungen bringen die gesamte Lieferkette durcheinander. Wir als Piloten können allerdings mehr mit den Herausforderungen der langen Raumreisen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Ja. Ja, Heilung für Ochin, für die Gestrandeten. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, Louis. Ey, müssen lachen, wenn wir irgendwie noch dann Duel gegen Louis austragen müssen. Einfach nur so, just for fun. Rettungscrew, auf sie! So, Garten Giganten. Ja, haben wir eigentlich schon, ja eben, uns gut durchgecatcht. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen darum, dass noch ein paar Brücken bauen, dann hier und da noch ein bisschen Flammen entfachen, wenn man so will. Und vor allem die schwarze Zwiebel, die will ich mir jetzt unbedingt holen.
Das heißt, wenn wir ganz kurz die Karte angucken und vielleicht einmal irgendwie noch was auf der Karte markieren müssen, ja, wir sehen sie dann. So, mal gucken. Das Gestaltssymbol von hier drüben. Hier haben wir so ein Ding, hä? Das stimmt. Ich habe auch schon ein bisschen was getan. Lustigerweise ist der immer noch entflammt, der da oben. Ah, so, stimmt, da haben wir nur die gemacht, ja. Genau. Genau, also der Brücke da muss noch hin. Muss noch mal gucken, ne? Das Ding müssen wir entflammen. Hier ist noch so ein Knollending. Und da hinten, also eigentlich müsste ich jetzt langsam hier hinten durch und dann hier runter. Das wäre eigentlich so meine nächste Mega-Route. Aber natürlich müssen wir erstmal noch hin noch ein bisschen gucken. Okay, okay. Was hat Louis hier nur gewollt? Was hat der Louis hier nur gewollt? Das ist nur Wüste bei Louis. Sag mal, Leute. Haben wir nicht Kire, ja? Dankeschön. Der Sprinkler ist immer noch aktiv. Ah ja, da hinten noch ein anderer, ne? Okay, okay. Ja, lass uns mal eine Kombi aus... Nee, keine Kombi, sondern die blau machen. Gut, gut, gut. Dann wollte ich ja genau hier runter. Nein! Um Gottes Willen, nee. Dann schnell hier wieder hoch. Sehr gut. Ja, dann können wir nachher das Ding drüben machen, genau. Jetzt könnte ich eigentlich auch schon mal noch schnell hier hingehen und dann unten noch alles frei machen quasi. So, die Sprinkler sind hier ja weg. Ja, den Weg auch. Hier müssen wir mal noch durch, aber eben da muss er erstmal die Sprinkler und so hier deaktivieren. Den deaktivieren, dann habe ich noch eine Abkürzung. Okay, okay, hier ist das, ja, das Vieh. Das andere Vieh, das machen wir sonst mal noch platt. Schwein gehabt. So, neue Höhle. Neue Höhle entdeckt, genau. Wir gehen ganz kurz zurück hier und dann mal rüber, um die Brücke zu bauen. Wir haben hier überall die ganzen Gegner weggeräumt. Ja? Heißt, die kommen da problemlos durch. Ich kann sogar hier das hier nehmen und hier noch zu entfachen. Kann ich auch hier noch durch. Okay, okay. So schließt auch der Kreis, Freunde.
Du, du, du. So, und dann eben wollte ich ja schnell darüber. Aber echt praktisch schon hier mit der Karte, also quasi mit dem Autopilot, wenn du so willst. Der da schnell hinlotst. Die ganz Viecher Platz sind. Ja, da wird tolle Nahrung werden für unsere Fels-Pikmin. Darauf freue ich mich schon. Und stehe mit meinem Namen. Die Freude vor allem. Okay, war schon leicht verwundert. Mhm. Nur ein Einzelner. Oh je. So, also, 40, da ist viel. Er soll mal alles blau machen. So, wozu brauche ich eigentlich das Ding? Und wenn irgendwie Pikmin darauf kommen. Okay. So, weil die Brücke dann gemacht ist, kann man da rüber. Ne, warte mal, das Ding kann ich jetzt schon machen. Wieder so einer. Aber hat die blauen Pikmin dafür, weil er muss auch erstmal durchkommen. Kommt nicht mehr raus? Früher kam der am Angst noch raus. Okay. Wohl auch nicht mehr so wie auch schon, ne? Okay. Da werden noch die Viecher und so. Blaue Pikmin machen das gerade. Sehr schön. Und machen kann ich hier noch ein paar Pikmin draufschicken. So. Oh, Entschuldigung. Abkürzung fertig. Perfekt. So hätten wir das. Ja, gehen wir schnell auf die andere Seite. Du versuchst zumindest mal. Oh Gott. Ich habe die nicht mehr Angst, irgendwie wieder so ein... Okay. Nicht das Vieh, da hat eigentlich etwas anderes kommt. Wieso sind die eigentlich alle so groß? Mal ganz ehrlich. Hä? Ich wollte gerade sagen, dass da jetzt da nicht hinkomme. Eine Steinbombe also, okay. Achso. Dann schießt irgendwas passiert ist.
Wundelball. Bin ich auch hin. Ja, weil da haben wir ja alles soweit gemacht. Es wäre zudem ja kein Problem mehr. Hier noch irgendwie... Aber jetzt von der Seite auch alles zu managen. So. Die Slaublinge sind überall, Und Danduri, morgen mehr Danduri. Danduri über alles. Danduri! Ja. Ist leider so. Kannst sagen, was du willst. So. Bitte mal das da. Dann hätten wir das gemacht. Wenn dann nur noch hier dann... Ja, das bisschen hier, sag ich jetzt mal. Das kriegen wir irgendwie auch noch hin. Dann noch gerne noch das Ding da drüben entzünden. Das heißt, gehen wir ganz kurz rüber. Hat jetzt gedreht oder was? Der Sprinkler ist aus, okay. Das wird also auch gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ja, drüben noch einer. Was zum... Ach, an mir vorbei. Ganz war schon Arbeitsverweigerung. So. Also bitte mal darum kümmern. Dann, was das hier drüben ist. Irgendwie kein Plan. Geht viel nach Wasser aus und so. Okay. Jetzt sind die Käse down. Da haben wir irgendwie auch noch was ganz Kurioses, wie es hier so aussieht. Okay. Und da brauchen wir noch eine Steinbombe. Deswegen haben wir die vorne noch bekommen. Huch. Ich kann doch an Pikmin 3 erinnern, wo du die Pikmin damit losschicken musstest. Wenn du natürlich noch ein paar Pikmin in der Nähe hattest, dann so BOOM gemacht, die Pikmin waren down. So, das da vorne im Viech ist, sehen natürlich jeder. Ah, nehmen hier die Abkürzung. Okay, warum auch nicht. Okay, ich meine, es ist ein Viech, aber wir sind doch größer als ich dachte. Ach du Scheiße. Na sowas. Sind wir uns überhaupt sicher, dass es sich um ein Zwiebel handelt?
Und nachher so ein Stück Fels, hä? Und eine Faulzwiebel. wie süß, wie süß einfach gerade hier mit Dodgin ist. Wenn sie einfach so, ja, ich hab da einfach was zu futtern. Lalalala, ist mir egal. Lalalala. Ja, schön. So. So, jetzt aber. Stimmt, den könnten sie jetzt auch noch verschieben. Ja, aber straight oben durch, okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, nächsten Part haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Felspigment züchten. Ich frage mich, wie viele Zwiebeln diese Weiß miteinander verschmelzen können. Ja, eben, ich nehme mal an, es gibt für jede Pikmin-Art eine eigene Zwiebel. Wie es eigentlich schon immer der Fall war. So, komm, die können nachher nach Hause bringen, der Rest von euch kann mit mir. Oh. Okay, dass ich bis dahin noch schaffe, ist zu dem, wie der da hingekommen ist, aber tatsächlich keinen Plan. Das ist ein bisschen schräg gerade. Okay, noch geklappt. Puh. Er war noch im Radius. Also, ja, meiner Flöte. Meiner Pfeife, Entschuldigung. Ah, eine die Zwiebel für die Felspigment-Freunde. Ach, ist das schön. Diesen Riesenkoloss da Platz zu kriegen, ne? Wo wir da irgendwie die Felspigment bräuchte. Eine Kombination aus Pick-Pick-Karotte und Motivierspray. Und anderen Items. Vielleicht erstmal eine nächste Folge. Wir wollen in der nächsten Folge beginnen, erstmal im Bastelladen wieder ein paar Dinge kaufen, ne? Kann aber jetzt nicht so schaden. Paläontologie, sehr schön, komplettiert. Die Map selbst ist eigentlich fast aufgedeckt, ja? Klar, ist nur 4%, aber wenn man sich davon schätzt, haben wir noch nicht so viel gemacht. Rettungen noch gar keine, da war ja zu viele Höhlen hier. Zwiebeln, eine von vermutlich 3, wird nochmal so 2 Knollenzwiebeln und sowas geben. Aber keine Pikmin heute verloren im Tag, krass. Da waren zum Teil noch krass 4 unterwegs. Ja, aber sicher nächsten Part eben gucken, dass wir mal die Felspigmen hochkriegen.
Vielleicht wieder mal bei den Eispigmen auch, also bei jeder Pigment also über 200 habe und was halt so die Flügel, lila und weiße Pigment betreffen, naja, das ist wieder ein anderes Thema. Also vor allem die lila und weißen. Keinesfalls! Bei der Arbeit eines Piloten geht es um einiges mehr als nur darum, ein Formschiff zu fliegen. Und das wusste ich gar nicht. Was macht denn ein Piloten noch so? Tja, zum Beispiel muss ich viele extra Stunden Schlaf sammeln, um während der ganzen langen Reise wach zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das als Arbeit betrachten würde. Was mir auffällt mittlerweile, dass ich immer wieder versuche, so gewisse Personen mit dem und dem Akzent zu sprechen, aber ich komme nie auf die Idee, einen von denen mal Schweizerdeutsch zu synchronisieren. Nie. Dabei wäre es am naheliegendsten. Gut, ihr würdet zwar nichts verstehen, aber naja. Bei dem, was es sonst so von mir gäbe, ist es ja eigentlich auch ein bisschen die Frage, ob man es überhaupt versteht. Ochin freut sich, uns zu sehen. Ach, ist das schön. Gut, gut, gut. Also, stimmt, eine neue Zwiebel synchronisiert, hä? Oh, Zwiebel! Leckere Zwiebelsuppe. Was meinst du? 6 Zwiebeln? Ja, ne, es wird wohl die der Flügelpigment sein. Gehe jetzt mal stark davon aus. So, na komm. Jetzt bin ich schon im Labor. Jetzt kann ich natürlich auch jetzt mal noch kurz bei ihm einkaufen. Von denen lassen wir jetzt mal noch die Finger weg, auch wenn die eigentlich cool wären, aber wir brauchen dringend ein paar Items. Knusperknochen, nee, aber noch 16 Stück, Notfallkit aber noch 2. Pipi-Karotte da gerne. Na komm, mach voll das Ding. Kostet kaum was. Steinbomben. Der Schocker. 4 Stück im Inventar. Wir haben jetzt von denen. Aber sicher genug mal fürs Erste. Sensorbombe. Auf diese Folge bin ich jetzt nicht so Fan von, aber sicher vom Eisschocker, Eisbombe. Kreaturen Wasser vereisen. Und das bei den großen Dingen auch funktioniert. Können wir wieder testen. Ja, weil wir uns wirklich um die großen Viecher kümmern, da wäre es nicht schlecht, wenn wir ein paar Items hätten. Null Problemo. Ja gut, Freunde, dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Gehen wir zurück zum Garten der Giganten. Aber wir den, glaube ich, ich sage jetzt mal 3 Viertel schon aufgedeckt haben. Im nächsten Part dann dort eben noch ein paar Wege freiräumen, ein paar Kreaturen freiräumen vor allem. Felspigment nachzüchten, ne? Muss natürlich alles auch sein, haben wir noch einiges zu tun. Aber kommt schon, macht doch Spaß, trotz allem. In diesem Sinne, Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.